Hat es schon angefangen? Was machst denn du da? Hi, Rebecca! Was ist denn das? Das ist mein Fernrohr. Das sieht man doch, oder? Ja, also hast du das selber gemacht? Das habe ich selber gemacht. Mega cool, gell? Cool. Und was genau hast du mit dem Fernrohr gemacht? Ja, also ich habe meine Freunde gesucht. Und dann bist du gekommen. Mega cool, habe ich dich gerade gesehen. So. Ja, schon, ja. Aber hey, ich glaube, die Kinder sind mittlerweile auch da. Ich glaube, der Kiko hat schon angefangen. Oh ja. Hi miteinander. Hey, so schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Du, fragt ihr euch auch, was Deborah da mit dem Fernrohr genau gemacht hat? Ich nämlich schon. Also eigentlich ist es ganz einfach. Ich habe geschaut, ob ich durch das Fernrohr meine Freunde sehe. Aber außer dir sind alle anderen viel zu weit weg. Ich sehe sie nicht. Also zeig mal, funktioniert das bei mir auch? Also ich sehe da auch keine Freunde, nur dich. Ja, aber gell, ist schon noch schade. Ich würde eben schon gerne noch meine besten Freunde, weißt du, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, sehen damit. Aber sie sind wirklich einfach zu weit weg. Ja. Aber wisst ihr was? Wir hören heute von einem ganz wichtigen Freund. Einen, der für alle möchte ein Freund sein möchte. Einen, der auch für alle möchte der Helfer sein möchte. Und vor allem einen, der ganz nah ist. Ganz nah bei uns. Und das sogar bei jedem gleichzeitig. Okay, das klingt aber mega spannend. Aber vorher bewegen wir uns noch ein bisschen und Jesus gross machen, würde ich sagen. Jetzt könnt ihr gerade alle mit aufstehen. Ich kann sehen, wie Jesus für alle Menschen, wo ich triff, so bin ich ein Vorbild, wie was ich sag und tue. Ich sag bitte, danke, Jesus liebt dich, kann ich dir helfen, danke. Ich sag bitte, danke, Jesus liebt dich, kann ich dir helfen, danke. Ich kann sein, wie Jesus, für alle Menschen, wo ich triff, so bin ich, ein Vorbild, in was ich sag und tue. Ich sag bitte, danke, Jesus liebt dich, kann ich dir helfen, danke. Ich sag bitte, danke, Jesus liebt dich, kann ich dir helfen, danke.
Thierry, hoi Dakota. Oh, ist mein Fernrohr schon bis zu dir gekommen? He? Du hast etwas Cooles gesehen damit? Also, der Daniel und der Thierry und die Kamera, die uns filmen, die machen das super. Das ist wirklich recht, sie machen das super, super, super. Du, Deborah, Ja, Ebi? du hast doch vorher etwas von einem Freund erzählt, der immer bei uns sein möchte, der uns helfen möchte. Mega gut, hast du aufgepasst. Ja, was denkt ihr, wer könnte das sein? Ja, ist Bubi einfach, das ist Jesus. Ja, ich glaube, da bist du ein bisschen schnell mit deiner Antwort, Dakota. Es stimmt ein bisschen, aber nicht ganz genau. Hast du eine Idee, Ebi? Also, ich habe mal gehört, dass der Heilige Geist möchte unser Freund und Helfer sein. Super! Genau, der Heilige Geist. Und warum nicht Jesus, sondern der Heilige Geist? Wir sagen doch immer, Jesus ist unser bester Freund. Ich weiß es auch nicht. Das ist auch nicht eine einfache Frage. Jesus ist unser bester Freund, aber der Heilige Geist möchte das eben auch sein. Und wie der Heilige Geist auch möchte unser Freund sein und wie das geht, hören wir in der Geschichte. Der Heilige Geist möchte unser Freund und Helfer sein. Der Heilige Geist ist die Kraft von Gott. Das heisst, wenn wir den Heiligen Geist haben, dann kommt uns auch die Kraft von Gott zu Hilfe. Und habt ihr gewusst, dass der Heilige Geist auch Jesus sein Helfer ist? Wie bei uns ist der Heilige Geist damals auf Jesus gekommen und hat ihn mit Gottes Kraft erfüllt. Wo Jesus sich taufen lassen hat, bevor er angefangen hat, den Menschen von Jesus zu erzählen, ihnen helfen und sie gesund machen, ist der Heilige Geist auf ihn gekommen. Wo Jesus aus dem Wasser gekommen ist, hat sich der Himmel aufgetan und der Heilige Geist ist in Form von einer Taube auf ihn herabgekommen. Dem sagt man, er ist erfüllt worden vom Heiligen Geist. Nachher hat er seine Aufgabe, den Menschen zu helfen, von Gott zu erzählen und die Menschen gesund machen, angefangen zu machen. Jesus hat dann vielen Menschen geholfen, auch seinen Jüngern. An einem Tag, wo sie wieder zusammen waren, hat er seinen Jüngern erklärt, dass er jetzt bald zu seinem Vater heimgeht. Das war sicher mega schwierig für die Jünger. Aber Jesus hat ihnen gesagt, dass er sie trotzdem nicht allein lässt. Ich will meinen Vater bitten, wenn ich bei ihm bin, dass er euch einen anderen Helfer, einen Tröster, den Heiligen Geist gibt. Der wird immer bei euch sein. Wahrscheinlich haben die Jünger gar noch nicht genau verstanden, was Jesus da zu ihnen gesagt hat. Die Jünger sind dann auch sehr traurig, als Jesus gestorben ist. Sie haben sich mega allein gefühlt und Angst gehabt. Aber Jesus ist nach seinem Tod auferstanden und ein paar Mal zu ihnen gekommen, um sie zu besuchen. An einem sonnigen Tag hat er ihnen nochmal ganz klar gesagt, was sie machen sollen. Bleibt in Jerusalem und wartet dort auf den Heiligen Geist. Erst nachher sollt ihr zu den Menschen gehen und von mir erzählen. Die Jünger haben gut zugelassen. Doch plötzlich passiert etwas. Eine Wolke kommt und nimmt Jesus vor ihren Augen in den Himmel auf. Jetzt sind sie da gestanden, haben zum Himmel hochgeschaut, aber sie haben ihn nicht mehr gesehen. Schnell sind sie an das erinnert worden, was Jesus gesagt hat. Und so sind sie gerade vom Ölberg nach Jerusalem gelaufen. Dort haben sie noch mit vielen anderen Menschen, die Jesus auch lieb haben, zusammen gebetet. Am Pfingsttag sind sie wieder zusammen am Betten. Da ist plötzlich ein Brausen vom Himmel gekommen, wie ein gewaltiger Wind, und hat das ganze Haus erfüllt. So kleine Flämmchen sind über ihnen erschienen und sie sind mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Plötzlich haben sie andere Sprachen, die sie noch nie gelernt haben, angefangen zu reden. Diese Sprachen haben sie vom Heiligen Geist bekommen. Aber sie haben nicht einfach irgendetwas gesagt, sondern sie haben Gott gelobt und haben von den vielen Wundern von Jesus erzählt.
Dann ist der Petrus aufgestanden und hat angefangen zu predigen. Das heisst, zu den Menschen reden. Jesus will euch eure Sünden vergeben. Lasst euch taufen. Dann werdet ihr das Geschenk, den Heiligen Geist, bekommen. Wow, so viel ist da passiert. Ich glaube, am besten die wir mal zusammenfassen. Jesus selber ist vom Heiligen Geist erfüllt worden. Das heisst, die Kraft von Gott ist in sein Leben gekommen. Dann ist Jesus in den Himmel gegangen zum Vater und die Jünger waren mega traurig. Aber Jesus hat ihnen versprochen, dass sie nicht allein werden bleiben. Nein, der Heilige Geist wird kommen und an Jesus seiner Stelle immer bei ihnen sein. Und was zusammen gewartet und gebetet haben, ist das dann plötzlich passiert. Wo so ein Brausen gegeben hat, wie ein Wind. Und wo die Flämmchen über den Köpfen der Menschen erschienen sind und sie in einer anderen Sprache angefangen haben zu beten. Ah, jetzt check ich's. Wo Jesus auf dieser Erde war, hat er nicht überall gleichzeitig sein können. So wie wir ja auch nur an einem Ort sein können. Weil er zwar Gott, aber auch ein Mensch ist. Wie du und ich. Und weil er zurück zum Vater im Himmel ist, hat er seinen Jüngern etwas versprochen, wo immer bei ihnen ist, nämlich der Heilige Geist. Genau. Gott, der Vater im Himmel, hat ihnen den Heiligen Geist geschenkt. Der Helfer, der Tröster, der Lehrer, die Kraft von Gott. Und weißt du, was ist das Beste? Der kann überall gleichzeitig sein. Nicht nur bei den Jüngern damals, sondern auch heute bei allen denen, die glauben, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er unsere Sünden vergibt und wieder auferstanden ist. Das heisst auch bei uns, bei dir und bei mir. Ja, genau. Jesus möchte uns also lehren, dass wir einen Freund, einen Helfer haben, der immer bei uns und mit uns ist. Dass Jesus bei jedem von uns sein kann, und zwar durch den Heiligen Geist. Du, aber ganz ehrlich, bei was hilft uns denn der Heilige Geist? Das ist eine mega gute Frage. Komm, wir machen es so. Ihr daheim könnt das Video kurz anhalten und mit euren Geschwistern, Eltern oder sonst jemandem, der dort ist, diese Frage besprechen. Bei was hilft uns der Heilige Geist? Und falls du das Video alleine schaust, was wir mega finden, dann kannst du dir einfach selber kurz Gedanken machen. Also jetzt kurz Pause machen und nachdenken. Und, habt ihr eine Idee? Ich bin sicher, ihr habt ein paar Sachen gefunden. Sollen wir mal miteinander aufzählen? Also ich fange mal an. Wenn ich mich allein und traurig fühle, dann kann ich den Heiligen Geist bitten, dass er mich tröstet und dann macht er das auch. Letztes Mal haben wir es vom Vergehen gehabt. Wenn mir das schwierig fällt, kann ich den Heiligen Geist bitten, dass er mir hilft, den anderen zu vergeben. Und das macht er gern. Wenn ich etwas gemacht habe, wo Jesus nicht gefällt und ich nachher genau weiß, dass es nicht gut ist, dann ist es da der Heilige Geist, der mich daran erinnert, das ist nicht gut gewesen. Und ich kann ihn dann auch bitten, dass er mir hilft, dass ich es beim nächsten Mal besser machen kann. Ich kann für andere Menschen beten, dass Gottes Kraft sie heilt oder fröhlich macht und es passiert. Nicht wegen mir, sondern weil es der Heilige Geist die Kraft von Gott dann bewirkt. Und der Heilige Geist hilft uns auch verstehen, was Jesus uns möchte sagen. Wenn wir Geschichten von Gott und Jesus hören oder selber die Bibel lesen, der Heilige Geist hilft uns, dass wir Jesus immer besser kennenlernen können und ihn mehr gerne bekommen. Ja. Und der Heilige Geist hilft uns auch beim Beten. Wenn ich manchmal nicht weiss, was ich genau sagen soll, dann kann der Heilige Geist durch mich beten. Wow, das ist mega cool! Was habt ihr noch herausgefunden? Wo brauchst du den Heiligen Geist? Was wir tun können, ist, dass wir mit ihm reden und ihn bitten, dass er uns hilft. Wir dürfen ihn einladen. Und der Heilige Geist ist bei dir und hört, wenn du mit ihm redest. Und er möchte gerne helfen. Und jetzt möchten wir zusammen beten und Danke sagen, dass wir den Heiligen Geist haben. Könnt ihr gerade auch eure Hände falten und eure Augen zumachen und dann wollen wir miteinander beten. Lieber Vater im Himmel,
Du hast nicht wollen, dass wir alleine sind, wo Jesus zurück zu dir gekommen ist. Und darum hast du uns den Heiligen Geist geschenkt. Danke vielmals, dass er unser Helfer, unser Tröster, deine Kraft immer bei uns ist. Dass er uns nie allein lässt. Und dass wir mit ihm reden können und dass er uns hilft, dass wir so leben dürfen, wie es dir gefällt. Amen. Hey, dein Fernrohr ist mega lässig, mega spannend, was man da so alles sieht. Gell? Das finde ich eben auch. Und ich bin mega froh, müssen wir den Heiligen Geist nicht mit dem Fernrohr in der Weite suchen, sondern dürfen wir wissen, dass er ganz nah ist, bei jedem Einzelnen von uns. Und falls du selber so eins möchtest basteln, brauchst du eine Kartonrolle vom WC-Papier oder vom Haushaltspapier. Und Stift oder Kleberli zum Dekorieren. Und ganz schnell hast du dein eigenes Fernrohr. Wir wünschen dir viel Spass beim Entdecken, was man so sieht damit. Hey, und das nächste Mal fangen wir ein neues Thema an, das schon um Ostern geht. Ich bin mega gespannt, was wir dann lernen. Ich auch. Hey, wir wünschen euch bis dort eine ganz gute Zeit. Der Heilige Geist ist bei euch und er hilft dir. Du kannst einfach mit ihm reden. Tschüss!